So, jetzt kommt unser lieber Daniel. Den habe ich nochmal akquirieren müssen, weil ab nächstes ist der Daniel fängt ein neuer Job oder muss er leider mehr für den neuen Job machen. Einen großen Applaus für den Daniel und ein großes Dankeschön für seinen Einsatz immer. Viel Spaß dir. Hören wir noch nicht? Sonst hätte ich vorher schon Servus gesagt. Grüß euch, Servus, so ist gut, oder? Schnaufen geht auch einigermaßen passt. Danke, Hartmut. Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen langsamer machen, deswegen kommt mir das Ganze zugute, dass wir nicht mehr jeden Monat an Stammtisch machen. Aber ich möchte da gleich dazu sagen, es ist fast alles gesagt. Also wir werden im Nachgang der Willi Fritz noch ergänzen und wir haben euch wirklich schon wahnsinnig viele Informationen gegeben. Wir müssen es gerade noch die Leute um die Ohren haben. Und wie ich es beim letzten Vortrag da schon gesagt habe, schreibt Leserbriefe, schreibt euch an die Stadträte, Landräte, Bundestagsabgeordnete, Minister und so weiter, schreibt die Leute an, bringt es mit in Diskussionen am Stammtisch, wo es auch immer seid. Man kann alles nochmal anschauen bei uns auf YouTube. Abonniert an Stefan Spiegelstärker von Autor Chiemgau, der hat immer die brandheißesten Fakten und der hat mehr Zeit wie ich, weil der macht das hauptberuflich. Das heißt aber nicht, dass ich weg bin. Also irgendwelche Gegenveranstaltungen brauchen keine Angst haben. Beim Vortrag die Demo, dann reden wir über unsere Dunkelflaute und natürlich sage ich es euch allen erstmal Dankeschön. Also, wie war die Demo? Die Demo war ein voller Erfolg in meinen Augen. Ich finde, die Redner waren alle super. Jeder, der was anders schreibt, ist neidisch. Das tut mir dann leid. Wir haben halt hochkarätige Unterstützung mittlerweile am Start und wir sind ja nicht ohne Grund so toll vernetzt, weil der Rainer so gern bei Telegram schreibt oder so, sondern weil wir einfach eine der Vorzeigebürgerinitiativen sind. Und bis jetzt haben sie uns ja auch nichts richtig madig machen können von den Sachen, die wir sagen. Und wenn wir uns mal irgendwo vertan haben, korrigieren wir uns gerne. Aber wir haben da so viele Argumente da herin schon rausgehauen, dass ich glaube, dass sie gar nicht nur alle merken können, oder? Und hin und wieder fällt dann, jetzt habe ich es so vergessen, das ist ja Anno und PFA und Abrieb und bla. Leute waren da. Es ist jetzt leider ein bisschen verpixeltes Bild. Wir haben mal 460 auf dem Anfangsbild rausgezählt. Es sind dann mehrere geworden. Ich darf schätzen, dass immer so 500 Leute da waren. Die PMP schreibt dann natürlich 300. Da sieht man, wie uns die wohlgesonnen sind, wenn man das runterspielt. Das kennt man mittlerweile in Deutschland. Unangenehme Demos, da sind wenig Leute. Aber wenn sie 3 Leute auf die Straße gehen, macht es die ganze Nation. Der Deutschland-Kurier, der war da schon ein bisschen optimistischer, der sagt so 700 Leute waren da, das ist ja das, was ich sage, maximal auf einmal da, mit Durchlaufkundschaft eher höher, aber bleiben wir mal bei den 700. Leider sind wir nicht richtig zum Zählen gekommen und es ist wahnsinnig schwierig, auf den Aufnahmen auch die Köpfe sauber aus so einer Masse rauszuzählen, von dem her nur ungefähre Angaben. Wer hat da gesprochen? Ihr kennt die Leute mittlerweile und wer es nicht kennt, ich stelle es nur mal kurz vor. Wir haben den Stefan Spiegelsberger, Mr. Blackout von Autor Chiemgau, Fachjournalist für Survival-Themen und Übertragungsnetz und Versorgungsnetz und hast du nicht gesehen, wie toll das dem der YouTube-Kanal ist. Grüß dich, Stefan. Der hat halt eigentlich eventuell hier auch was sagen können, er hat aber keine Zeit, er macht ein tolles Programm parallel, von dem her da auch wieder wünsche ich dir viele Klicks. Gut, wer war nun da? Der Professor Dr. Ingo Hahn, ja, von der AfD und nein, ihr habt da kein Problem damit, weil wer anders kommt ja nicht. Das ruft ja keiner von der CDU an und sagt, ich möchte was gegen Windradanlagen auf euch in der Demo oder von den Grünen oder von der SPD oder von Bündnis Sarah Wagenknecht. Also geht bei uns der Professor Dr. Ingo Hahn von der AfD selbstverständlich. Ich glaube, dass der Dimi was sagen möchte und das Mikrofon ist an deinem Tisch, also sprich, mein Freund. Wenn der Hartmut ist. Hallo? Ja, jetzt. Sie müssen ja nichts gegen die Windräder sagen. Sie müssen ja wenigstens irgendwas sagen. Komplett richtig. Sie dürfen ja auch pro Windräder sein, die CDU, die CSU und die Grünen und wie sie alle heißen. Wenn sie denn nur mal kommen würden. Wenn sie denn nur mal kommen würden, eingeladen sind sie immer. Genauso wie irgendwelche anderen Energiewende-Befürworter sich nicht hinter LKWs verstecken hätten müssen, sondern natürlich auch nicht am Tag vorher den Boden beschmieren müssen mit irgendwelchen Sprüchen, wo dann da steht, kein Strom für Nazis. Das ist richtig, seit 1945 gibt es keine Nazis mehr in unserem Land, also kriegt ihr ja keinen Strom, da bin ich dabei. Ja, dann haben sie auch toll hingeschmiert, Klimaschutz ist Waldschutz und nennen die das. Ich sage, ja, ihr habt recht, bloß beim Ist gleich muss man es umdrehen können.
Also dann ist ja auch Waldschutz, Klimaschutz. Also lasst euch uns doch dann den Wald schützen fürs Klima. Dann seid ihr glücklich und wir glücklich. Und wir sparen einen Haufen Kohle. Und warum? Wir brauchen doch den Strom. Das kommt dann bei der Dunkelflaute. Okay, also der Professor Dr. Ingo Hahn, der war so freundlich, uns mal in den Landtag einzuladen. Das habe ich auch schon mal erzählt. Das war sehr interessant. Die nehmen auf, was wir sagen, die Leute von der AfD. Warum sollen wir dann nicht mit denen reden? Ich distanziere mich von dem Abkommen. Gut. Der Robert Stein von Nuoviso, also wer Nuoviso kennt, ich bin da ein großer Fan, ich habe mich sehr gefreut, dass der bei uns da war, ich bin stolz darauf, mit dem hin und wieder jetzt zu telefonieren und ich halte den für einen hochgebildeten Mann und einen guten Journalisten, verfolge den seit weit über einem Jahrzehnt, muss ich eigentlich sagen. Und ja, es gibt Leute, die sagen, hey, das ist doch Verschwörungstheorie und Aluhut und schieß mich tot. Ja, dann ist es halt Verschwörungstheorie und Aluhut und schieß mich tot. Wenn er recht hat, hat er recht. Punkt. Also danke, lieber Robert, dass du da bei uns gesprochen hast. War super. Gut. Die Christine Neudert und der Hans Altenbuchner von der BIG Bürgerinteressensgemeinschaft Heining haben bei uns geredet. Die Christine hat super gesprochen. Sie hätte auch heute wieder von mir ein Mikrofon bekommen, aber ich habe gehört, das geht ja nicht so gut. Von dem her gute Besserung wünschen wir dir, Christine, und auch danke für deinen Beitrag zu unserer Demo. Der Hans Schiffbahn von die Basis ist ein super Kerl, ich kenne ihn länger. Warum kenne ich ihn schon länger? Weil die Basis nämlich die andere Partei ist, die noch mit uns kooperiert. Die haben bloß leider zu wenig Prozent. Verstehe gar nicht warum, aber ist okay. Die haben mich nämlich schon zweimal auf ihren Veranstaltungen reden lassen. Und wenn ich das letzte Jahr so Revue passieren lasse, wo ich schon über geredet habe und dreimal im Eigelwald und zweimal bei der Basis und in der Eding und im Ackel und dann noch dazu die Stammtische hier. Und es gibt dann auch noch Rettenbach und so weiter. Also es geht schon ganz schön was weiter und es ist hier nicht nur einmal schön bunte Bilder durchdrucken, es ist ein Haufen Arbeit, der da von mir und meine Kollegen gemacht wird. Und dass solche Leute, die das hauptberuflich machen, die brauchen wir, unterstützt sie, informiert sich dort. So, 700 Leute, gell, kann man sagen, ist viel, ist wenig. 111.000 Leute, glaube ich, wohnen im Landkreis Altötting, kämen nur 700 und dann sind nur von woanders gekommen, stimmt nicht. Das Thema versteht nicht jeder, das Thema interessiert nicht jeden, das hat heutzutage leider nicht mehr jeder Bezug zum Wald. Die Jugend möchte ihr iPhone aufladen, das geht uns wegen Windradl, aber trotzdem nicht. Ich muss aber jetzt dem Rainer leicht korrigieren, ich weiß natürlich, was er gemeint hat. Er hat gesagt, es war ein schöner Tag. Warum war es ein schöner Tag? Weil die Demo geil war. Aber das Wetter war kalt, feucht, ohne Sonne und windstill. Und bei uns in Bayern nennt man das November. Bei uns ist es im November meistens kalt, feucht, ohne Sonne und windstill. Und das lustige Brüdel da, wer es von hinten nicht lesen kann, der sagt zu dem anderen, ey, cooler Move, wie heißt das? Wie heißt der Tanz, den du da machst? Und der sagt, frieren. Und genauso ist es auf der Demo gegangen und dann ist 700 Leute, nämlich bei dem wieder sau stark, weil der schickst keinen Hund nicht vor die Haustür raus. Also meiner wollte nicht rausgehen. Nur zum Diesel und ganz schnell wieder einer. Also von dem her, das war sehr stark. Und was macht jetzt so ein Räder mit Windkraft und Photovoltaik? Gell? Im Netz heißt das nicht November, im Netz heißt das Dunkelflaute. Und da habe ich euch von smart.de, ähnlich wie es der Stefan immer raussucht, jetzt einfach als Beispiel diesen 2. November, den Tag der Demo, groß rausgesucht. Und dann sehen wir schon, Wind sind die blauen Sachen, so ist Onshore, Offshore, das ist Photovoltaik, ich erkläre es gleich genauer, aber man sieht hier die Wind, das ist 12 Uhr Mittag, Wind, 22 Uhr Abend, ist nicht so, gell? Um 1, 2 in der Früh, genau, das ist hier von 0 Uhr bis 1 Uhr, also so hat sich der 2. November bei uns angekündigt, natürlich 0 Megawatt Photovoltaik, ist eh klar. Wir haben, jetzt muss ich die Wind suchen, 11 Gigawatt Onshore tatsächlich in der Nacht gehabt. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, 11 Gigawatt, wir haben 70 Gigawatt ausgebaut. Also das ist für das, mit diesen Megawatt- und Gigawatt-Zahlen hausieren zu gehen, bei Rollerziele im Strom, ist Redispatch-Maßnahmen huldigen oder von einer KI träumen, die es so nicht gibt, die unser Netz regelt und der ja nicht vertrauen würde, wenn sie Politiker in der Hand haben, muss ich dazu sagen. Was hier ganz bezeichnend ist, wir haben offshore nur 4 Gigawatt gehabt
Und normal blast ja am Meer der Wind mehrer. Und wenn wir jetzt weiter in den Tag reinschauen, dann haben wir Mittag von 11 bis 12 nur 1 Gigawatt onshore gehabt und 0 Gigawatt, 83 Megawatt offshore. Diese Sachen sind so dermaßen unzuverlässig, dass man mit ihnen kein stabiles Netz betreiben kann. Und das ist genau der Hintergrund. Jetzt schauen wir uns nicht den einen Tag, wo wir mal ein bisschen was zukaufen haben müssen von Frankreich. Jetzt schauen wir uns die Woche an. Ist die viel blau? Die blauen Fassaden ist dunkelblaue, ist der Onshore-Wind und das hellblaue ist der Offshore-Wind. Ja? Also ihr seht, wir haben natürlich Mittag Ausschläge, das ist deutschlandweit unser Netz. Bei uns in der Gegend meine Photovoltaikanlage, die hat nicht gezuckt. Die hat jetzt 2 Wochen lang fast nicht gezuckt. Die hat wirklich, normal schaue ich, wann schaltet den Trockner ein, schimpft meine Frau, wenn es auf den Geschirrspüler einschaltet, wenn das bla 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 und so. Und das ist eigentlich schon so ein Running Gag, aber das war halt die letzten 14 Tage, hast du das vergessen können. Also wir haben ja das Zeitfenster vom 3. November bis zum 13. November mittags und ihr seht, Wind war tot. Und die rote Linie da, das ist unser Bedarf. Und der ist da jetzt vom 3. bis zum 13. 10 Tage lang. Da hätten wir es fast geschafft, das lasse ich gelten. Also einmal, da am 9. November. Aber da ist er dann ein bisschen Wind gegangen und die restliche Zeit waren wir komplett durchgängig stromunterdeckt, obwohl wir sämtliche Reservekraftwerke dazugeschaltet hatten, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben Backup-Kraftwerke, die gibt es in einer gewissen Nennleistungsgröße, die waren alle komplett am Netz. Es gibt welche, die schalten sie automatisch dazu, es gibt welche, die müssen von händisch dazu geschalten werden bei Bedarf, wenn das berechnet ist oder messtechnisch aufkommt. Die waren alle voll dran und wir wissen ja, zum Beispiel auch vom Stefan, der hat euch das mal erklärt in einem Video, Frankreich hat 4 Atomkraftwerke durchgehend laufen, die nur nach Deutschland den Strom liefern. Und das ist vielleicht das, was uns da abgeht, was so 4 Atomkraftwerke machen könnten. Weil wenn man sieht, die braune, das ist Braunkohle und das dunkelbraune ist Steinkohle oder Schwarzkantzeit, das ist der Kontrast vom Beamer. Diese Linie hier, die ist konstant gleich bohrt. Und die ist konstant gleich bohrt. Das ist die von PV nicht, das ist die von Onshore-Wind nicht, das ist die von Offshore-Wind nicht. Wasserstoffspeichern hat einen scheiß Wirkungsgrad, Lithium-Ionen-Akkus speichern hat einen wahnsinnigen Entsorgungsproblem. Jeder weiß ja, E-Auto ist nichts wert, wenn es gebraucht ist. Bringe ich nicht mehr weiter. Der Habeck träumt davor, dass wir unsere Autos auszuzeln lassen und am nächsten Tag bloß noch die Akkus zuzeln lassen und dann bloß noch 50 Kilometer fahren können. Also, wie war das so in dieser Woche? Schauen wir es nochmal an. Wir sind am 6. November, den habe ich mal da rausgesucht. Da haben wir Photovoltaik um 2, 3 Uhr in der Nacht, selbstverständlich 0. Und was haben wir da? Wind offshore? 0. 0 Megawatt Wind offshore an der Küste, wo der Wind bläst. Was haben wir mit den 70 Gigawatt ausgebaut, nicht mal 1 zusammengebracht onshore? 899 Megawatt. Leute, das ist gar nichts. Das ist keine Subvention wert. Das ist ein sicheres Netz, ein sauberes Netz, wenn man weg vom Atom will. Das sind alles berechtigte Interessen. Und da sagt dann niemand irgendwie, du bist deswegen ein Idiot oder wir brauchen weniger Kohle. Aber schaut mal, wie viel Kohle das wir brauchen, dass wir trotzdem nicht hinkommen. Und unsere Nachbarn, wenn uns wegen irgendwas mal für blöd heißen, dann sind wir frierend im Dunkeln. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mein Lieblingsminister so ziemlich genau vor einem Jahr, am 12.10.23 gesagt hat. Der hat gesagt, Reserve, Kohlekraftwerke gehen laut Habeck 2024, also dieses Jahr vom Netz. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die reaktivierten Reserve-Kohlekraftwerke, also die wir als Backup haben, 2024 vom Netz nehmen. Wir haben jetzt 2024 und wir schrammen so knapp am Blackout vorbei, wie es überhaupt nur gerade sein kann. Im Merkur steht dieses Jahr am 13.11., also einen Monat und ein Jahr drauf, Strompreis rekordhoch. Kohlekraftwerke müssen wegen gefürchteter Dunkelflaute einspringen. Das ist doch Sabotage von unserem Stromnetz. Ich kann doch nicht das, was mich vom Blackout rettet, abschalten und ersetzen mit was mich in den Blackout führt. Das ist, wenn man es verstanden hat, worum es da geht, ist es mutwillige, böswillige Sabotage. Und nachdem wir das ja dem Herrn Habeck nicht unterstellen wollen, versteht er es halt nicht. Und dann muss er aber leider zurücktreten jetzt und darf sich ja nicht als Kanzler oder sonst irgendein Minister wieder aufstehen lassen, sondern soll wieder Co-Autor bei Kinderbüchern sein. Vielleicht
Bücher haben einen Mehrwert. Ich habe seine nicht gelesen, ich hoffe, er schreibt komplett in der Reihe als Co-Autor, aber Windradeln im Schwachwindgebiet eben leider nicht. So, aber wer hätte das schon ahnen können? Gell? Wir haben es ja nicht ahnen können, was da passiert. So, was haben wir jetzt? 11.11. dieses Jahr. Jetzt erlebt Deutschland den Ökostromausfall mit gewaltigen Folgen. Den habe ich euch gerade gesagt bei smart.de. Das ist die Seite vom Netzbetreiber. Gell? War die Quelle auch eingeblendet. Das kann jeder, jeden Tag, rückwirkend auch von euch selber www.smart.de selber anschauen. Nach unten scrollen und ihr seht das, was ich euch gerade gesagt habe. Da muss man nicht Elektriker sein, Master, Ingenieur, Techniker, Bachelor, Master, bla 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 bla, sondern da geht man auf, scrollt oben und dann sind da bunte Linien und die zeigen da oben, was geht ab beim Strom und die kann man verstehen. Das ist nicht kompliziert. So, der PV-Ausbau bringt das System an den Rand der Leistungsfähigkeit, titelt die Welt. Der anhaltende Solarboom in Deutschland überfordert zunehmend die Stromnetze. Die sehr starke Produktion von Photovoltaik, wenn es zu früh ist, ist das Netz überlastet. Dann müssen wir es abregeln, zigtausendmal am Tag mittlerweile. Das ist echt Wahnsinn, was mir dadurch Redispatches eben, also Hin- und Wegschalten von Kraftwerken, ich sage es immer mal wieder dazu, vielleicht hat ja der eine den Begriff noch nicht gehört. Und ich habe erst hat der Stefan wieder von Auto Kimga ein Video rausgehauen, also anscheinend hat Enpal, eine Firma, mit der ich auch eine kleine Vorgeschichte habe, jetzt die Hand gehoben und hat gesagt, hey, wir rennen wegen Photovoltaikstrom wohl in einen Blackout rein, weil wir die Netze so überlasten mit dem Zappelstrom, dass wenn eine Photovoltaikfirma, die mit Photovoltaik ihr Geld verdient, sagt, Leute, das ist zu früh. Das ist wie wenn bei einem Drogenjunkie der Drogendealer sagt, hör auf! Ja, jetzt ist gut, obwohl ich mein Geld mit dir verdiene, aber jetzt ist gut. Ja, lass das. Aber genau so ist es und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus dieser Branche, warum habe ich die Enpal damals so abgefrühstückt am Telefon, wo die mir was verkaufen wollten und ich wollte ja einmal ein Angebot von denen für eine Leasinganlage, habe es dann für die Hälfte Geld selber hingekriegt und sie kehrt mir, aber und nicht Enpal, die sie mir da liest. Aber warum kann ich das? Weil ich über 10 Jahre Erfahrung in erneuerbare Energien habe und ich stehe seitdem ich da gefragt habe, bin bei Gegenwind hier und erkläre euch das. Weil ihr habt wirklich auch den beruflichen Hintergrund, euch das zu erklären. Ihr habt es gerade gesehen, es ist nicht schwer zu verstehen bei smart.de. Die deutsche Wirtschaft leidet unter häufigen Stromausfällen. Leidet jetzt schon, von wann ist es? Vom 13.05. vom Mai diesen Jahres, und das sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer, leidet jetzt schon unter Stromausfällen. Was machen wir? Wir haben ja jetzt schon, dass dieses verzogene Bild, was ich euch da gesagt habe, von smart.de überhaupt so ausschauen kann. Lastabwürfe in horrenden Größenordnungen. Also es gibt immer wieder Industrien, bei denen das geht, die vielleicht nicht durchgehend einen Hochofen mit einem flüssigen Produkt hochheizen müssen oder irgendwie sowas. Die werden vom Netz weggeschalten und denen wird der Produktionsausfall vergütet. Und wer zahlt das? Leute, ihr seid das, ich seid das, wir seid das. Weil auch wenn manche Politiker das anders sehen, die Bürger sind die Steuerzahler. Das hat ja einer von den Grünen das letzte Mal gesagt, die Steuererhöhung, die belastet die Bürger ja nicht, das zahlt ja der Steuerzahler. Ja? Dessen Geisteskind sind die. Haben wir noch was? Jawohl, der Strommix Deutschland. Wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien? Ich habe euch gerade gesagt, was erneuerbare Energien bei Dunkelflaute machen. Bis 2030 sollen insgesamt 80% des in Deutschland produzierten Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Jetzt habt ihr mal 10 Tage, 14 Tage, wir sind immer noch nicht wirklich aus der Dunkelflaute heraus. Die Zahlen waren vom Mittwoch, heute ist der 15., die sind bis zum 13. gegangen. Also es sind schon 12 Tage, wo es nicht recht viel besser ausschaut. Fehlen uns 80% vom benötigten Strom und ihr fragt sich, warum die BASF in China baut. Ich frage mich das nicht. Es ist Irrsinn, was wir unserem Netz antun und es ist quasi ein Wink von oben herab gewesen, dass die Dunkelflaute fast bei unserer wunderschönen Demo begonnen hat und wir die Seite miterleben können. Ich hätte es gern nicht, ich würde gerne wieder meinen Sonnenstrom selber verspeisen und verkonsumieren, ja, und speichern und meinen Überstrom gerne haben, ich kann ihn haben oder ich schalte das irgendwann aus, weil Vergütung kriege ich gar nicht, also fast gar nicht, die sich rentiert und benutze das nur noch als Insel für mich. Aber mir geht die Dunkelflaute auch persönlich sehr gegen den Strich. Ich bin nicht der Feind aller erneuerbaren Energien, die können die ein bisschen autark machen, ein, zwei Sachen sind da sehr positiv dran. Und man muss ja nicht alles immer schwarz malen, so wie das die Gegenseite tut. Aber gut.
Dieser Zappelstrom aus diesen erneuerbaren Energien ist teuer. Und das ist eine Linie, eine Kurve hier, die erklärt euch die Redispatch-Maßnahme. Also, wir haben es ja einmal aufgeführt in Milliarden Euro im Jahr. Das ist die grüne Kurve. Da unten ist die Zeitlinie, wir fangen an 2013 und es geht bis Jahr 2022. Also wir haben das letzte Jahr, das ist nur mehr schlimmer geworden, und dieses Jahr ist ganz schlimm, noch gar nicht mit auf der Grafik drauf, aber was ist das Dunkelblaue? Das Volumen an Gigawatt, das geschalten wird durch Redispatch-Maßnahmen. So, jetzt haben wir 2013 quasi, so schauen wir, dass wir kein Blödsinn reden mit Blau und Grün, 2847,4 Gigawatt im Jahr durch Redispatch-Maßnahmen zu- oder wegschalten müssen. Zu oder weg, je nachdem haben wir zu viel Strom oder zu wenig Strom, weil es muss immer genau der Strom produziert werden, der auch verkonsumiert wird. Anders geht es nicht. Deswegen haben wir können nicht heute den Strom produzieren und den morgen verkonsumieren, außer du hast irgendeine Speichermöglichkeit, dann hast du einen Wirkungsgrad. Das haben wir ja für die meisten, weil wer hat eine 1,2 Megawatt PV-Anlage mit einem Speicher? Wo speichert man ein Windradl? Sagt ruhig Wasserstoff, aber das haben wir in andere Vorträge, da bitte nur mal andere Videos von uns anschauen. So, und was hat das damals gekostet? Also wir haben gesagt, Milliarden pro Jahr, also waren es 210 Millionen im Jahr, was das gekostet hat. Und wo sind wir jetzt? Bei 4, oder vor 2 Jahren bei 4,2 Milliarden im Jahr. Es ist geil, oder? Das ist euer Steuergeld, was für Netzstabilität verbrannt wird, weil sie die Leute einrücken, wir müssen den Wald wegreißen. Für den Klimaschutz. Und genauso schalten wir mittlerweile nicht mehr da 2,8 Gigawatt hin und weg, sondern wir schalten, das muss bei mir schon, dass ich das auf 35 Gigawatt, 35,5 Gigawatt hin und weg. ISA 2, das man für die Leistung am Bezug gekriegt hatte, 1,4 Gigawatt. Ja? Also wir schalten 35 Atomkraftwerke, die Leistung, die bringen, nicht auf einmal, nicht die Anzahl, sondern die Leistung von 35 Atomkraftwerken müssen wir hier weg, immer wie es wieder passt. Das geht so nicht weiter und es gibt nur ein Land auf dem Planeten, das so meint, den Strom erzeugen zu können. Und mit diesem CO2-Blabla, China baut so viele Kohlekraftwerke dazu, dass die im Jahr ein ganzes Deutschland neu generieren. Also wir werden uns wegsprengen, wir werden alle Suizid begehen, nicht nur jeder Grüne, sondern auch alle anderen Suizid begängen und wir alles hier einstampfen und mit Wald voll plündern, ändern wir gar nichts und es gibt Interviews vom Habeck, wo er das zugibt. Also müssen wir dabei bleiben, dass er wohl nicht versteht, was er sagt. Weil sonst war er ja bösartig, der Herr, und müsste mit der metallenen Acht irgendwo weggeführt werden und auch jeder, der dieses Schindluder mittreibt. Und das ist auch nicht von irgendwo, das heißt keine Excel-Tabelle, die ich angemeint habe, sondern das sagt die Bundesnetzagentur. Das ist der Bericht von der Bundesnetzagentur letztes Jahr. Also wenn ich die Daten, die muss ich glauben, das sind die Leute, die das Netz betreuen. So, könnt ihr euch erinnern, ihr habt es schon mal versucht darin zu erklären und ich mache es nochmal. Das ist eine alte Folie, die habe ich wieder mit reinkopiert. Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt für alle unsere lieben grünen Freunde. Und ich mache es nochmal, damit die verstängern oder falls wir jetzt mehr Reichweite haben, dass es jetzt dann mal sehen, was ich meine. Und ich habe es euch vorher bewiesen mit diesen Grafiken, dass meine Rechnung gestimmt hat, die ich hier darin vor einem Jahr aufgestellt habe. Die elektrische Nettoleistung von wir nehmen als Vergleich ISA 2, weil es das nächste Atomkraftwerk bei uns in der Gegend war. Wir hätten mal irgendein Kohlekraftwerk nehmen können, es muss kein Atomkraftwerk sein, aber ich habe jetzt halt bei ISA 2 gesagt. 1410 Megawatt, habe ich vorher gesagt, 1,4 Gigawatt netto elektrische Leistung, was das produziert. Ein WKA von uns, was immer noch nicht wissen, was wir immer sagen, wir wissen nicht Enercon, wir wissen nicht Siemens, wir wissen nicht, dass alle Teile für die in China produziert werden. Wir werben ständig mit der Vestas, Ventus 7.2. Und die hat halt auch diesen Namen 7.2, weil sie wohl Nennleistung 7,2 Megawatt hat, die sie bei uns nicht erreicht, weil wir die Windlast nicht haben, aber wir rechnen jetzt, Grüne kriegen immer einen Rechenvertrauensbonus von uns. Immer, also es war unfair sonst. Also die wissen das ganz bestimmt, dass wenn wir sagen, 1410 Megawatt geteilt durch 7,2 Megawatt sind
95,33 Windradl. Wir runden natürlich auf 200 Windradl, also um dieses eine Ding, dieses eine Kraftwerk zu ersetzen, brauchen wir 200 Windkraftradl. Aber jetzt Chemie. Und ihr habt es hoffentlich gelernt, was ich vorher kompliziert mit denen bunten Beutel erklärt habe. Wie viel Gigawatt produzieren 200 Windkraftanlagen mit je 7,2 Megawatt Nennleistung, wenn kein oder zu wenig Wind geht? Liebe Grüne, liebe Energiewende irgendwo leid. Wie viel? Wer kann das rechnen? Wie viel Gigawattstunden sind es? 0. 0 mal 7,2 Megawatt ist und bleibt 0 und wir erfahren es jetzt in diesem Moment am eigenen Leib, weil wir seit 10 oder 12 Tagen genau diesen Zustand haben in Deutschland. Wir haben von 70 Gigawatt ausgebauter Windkraftleistung, ich glaube, das ist bloß die Onshore-Zahl, 0 gehabt und einmal 0,8 Gigawatt und so. Das ist ein totaler Witz und das nicht einmal kurz, einmal eine Stunde, sondern jetzt wirklich lange Zeit. Dann gibt es noch so einen Faktor. Es gibt einen großen Generator und dieser große Generator, der ist eine Schwungmasse. Ja? Der dreht sich da immer mit seinen 3000 Umdrehungen, was ein Synchrongenerator ist, und da macht der 50 Hertz daraus und das ist halt unser Netz stabil. Das ist grundlastfähig. Wenn wir den mit auch immer Atom, Kohle, Gas betreiben, einen großen Generator, ist der grundlastfähig. Zappelstrom ist nicht grundlastfähig. Der späht sich da, dreht sich, wenn der Wind geht, und die Dinger da produzieren, wenn die Sonne scheint. Und das ist einfach mal so. Und ihr könnt es nur 100 Mal Wasserstoff sagen, deswegen ist bei mir daheim nicht warm oder irgendwas, wenn irgendwer ein Wasserstoffauto kauft. Sondern ich friere, meine Heizungsregelung geht nicht mehr, wenn der Strom ausfällt. Wenn ich irgendwann einmal abgeschalten werde, als Lastabwurf, ein sogenannter Brownout, ein gewollter Brownout, weil es nicht mehr anders geht. Und ihr erinnert euch an den Vorgänger vom Dr. von Zumbusch. Das war der Dr. Gillis. Und das kann man heute noch nachlesen, dass der Dr. Gillis zwei Sachen gesagt hat. Und das eine war, beim Abschalten der Atomkraftwerke hat der damalige Wackerbergleiter Dr. Gillis gesagt, für ihn ist das okay, auf ChemDelta kann man das glaube ich noch nachlesen, für ihn ist das okay, was die Regierung da macht, aber ihnen muss nur klar sein, sein Werk frisst nur grundlastfähigen Strom. Weil der braucht eine Versorgungssicherheit. Also der sagt, das Netz kehrt mir ja nicht, ich bin der Unternehmer, mir ist das doch wurscht, aber ich brauche grundlastfähigen Strom, wo sie den herzaubert, ist mir wurscht. Das hat dieser Herr noch gesagt. Und dann ist damals schon dieses Ausschalten von Haushalten im Raum gestanden oder halt von Industrie. Dann hat sie wieder unser Wirtschaftsminister und Wirtschafts- und Klimaminister hingestellt und hat ja damals schon angefangen zu postulieren, oder der damalige war es glaube ich sogar, ja, wir müssen an den Tastenwürfen die Industrie wegschalten, wie wir es ja vorher schon gelernt haben. Und dann hat der Dr. Gillis auch noch was gesagt, nachdem ihr ja alle gerne bei uns arbeitet und die sind ja guter Arbeitgeber, man verdient Geld beim Wacker und das ist alles cool und schön. Ich glaube, dass wir nicht uns ausschalten, sondern ich glaube, ihr kauft euch lange Unterhosen, hat er gesagt. Das hat er gesagt. Kauft euch lieber lange Unterhosen. Also ihr seid der Lastabwurf. Und wer sich dann ein E-Auto gekauft hat und das zufällig zuerst nur ladezuzelt werden hat müssen, damit man das Netz so weit bringt, wie es geht, und der Nachbar eine Wärmepumpe hat und der andere Nachbar eine Wärmepumpe hat und der nächste Nachbar eine Wärmepumpe hat und die ganze Straße und die Siedlung und die Stadt und die Nachbarstadt eine Wärmepumpe haben, dann sage ich euch, Leute, ihr friert. Wegen am Zappelstrom. Nicht, dass man das nicht auch irgendwie positiv verwenden kann, aber nicht in der Dimension und nicht in der Dimension. Da kann man es nicht mehr positiv verwenden. Und das ist unser Problem, dass dabei so viel Leid die Hintergrundbildung fehlt. Und dieser kleine Kerl hier, wer weiß, was das ist? Das ist ein Wechselrichter, genau. Das ist ein Wechselrichter, wenn man so ein kleines Windradl haben kann, von einem großen habe ich leider kein schönes Beutel gefunden und der hat ein Problem. Der hat zwar mittlerweile, muss der einen Blindleistungsanteil, jetzt geht ein bisschen in die Technik, einen Blindleistungsanteil eingebaut haben, um dem etwas vorzubeugen, was ich jetzt gleich erkläre, aber der hat nicht wie unser grundlastfähiger Freund diese große Schwungmasse. Und auch wenn ich viele habe, wenn ich schnelle und heftige große Lasterwürfe habe, dann macht trotz der Blindleistung die Leistungselektronik da drin, die kann gar nicht so überdimensioniert sein, dass sie nicht irgendwann kaputt macht.
Und dann ist er auch erst einmal hier. Dann ist er wurscht, ob der vorher schadstadtfähig war oder irgendwas. Oder Inselbetrieb oder sonst irgendwas, sondern dann ist uns das Ding um die Ohren geflogen. Und das ist im schlimmsten Fall, es ist nicht so unrealistisch, weil wenn es an die großen Industrien bei uns denkt, nicht bloß bei uns im Landkreis, aber Riesenindustrien, auch deutschlandweit, BASF und so weiter, was es noch alles gibt bei uns. Die werden Riesenanlagen anfahren, reaktionäre Prozesse, große Öfen, sonst irgendwas, die zirren richtig und da kann so Leistungselektronik mal den Geist aufgeben. Weil das sind Verschleißteile. Das muss euch im Klaren sein. Gut. Ich wiederhole nochmal, weil es schön auf Video haben möchte, dass wir nicht vergessen, was hat denn der Bundesrechnungshof dieses Jahr rausgehauen. Und das kann man ganz leicht lesen, das ist nicht wie der Weltklimaratbericht 2000 Seiten dick und man muss dann lesen, dass auf Seite 172 zugeben, das eigentlich gar nicht wissen, was dann, sondern das kann man wirklich verständlich lesen. Und zwar steht da Energiewende nicht auf Kurs, Nachsteuern dringend erforderlich, sagt der Bundesrechnungshof. Ich zwar auch, aber da habt ihr es offiziell von diesem Jahr. Schneller weiter. Ja, da habe ich einen Satz abgeschrieben. Aber, wo es losgeht. Die Bundesregierung sollte unsere Prüfungsfeststellungen zum Anlass nehmen, die aufgezeigten Defizite zu beseitigen. Egal welche Partei an der Macht ist, welche Farbe euch gefällt, die Jungs haben da recht. Die Energiewende ist ein zentrales Zukunftsprojekt der Bundesregierung. Ja, reden es alle drüber, gell? Sie sollen nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch Deutschlands Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern. Könnt ihr euch an meine bunten Bilder noch erinnern, wie wenig Kohle das da drin war? Das war der breiteste Streifen, oder? Und was war der zweitbreiteste Streifen? Die andere Kohle. Also wir verringern durch den Zubau von erneuerbaren Energien kein bisschen den Kohlestrom, außer wir wollen im Kalten und im Finstern leben. Wir hätten es mit Atomstrom kompensieren können, den wollen wir auch nicht. Wir hätten in neue Technologien investieren können, wie die Thoriumreaktor und den Dual-Fluid-Reaktor, wo man dann seinen Atommüll einheizen kann und die keinen Super-GAU mehr machen können. Man hätte da weiter forschen können. In der Wüste Gobi in China steht jetzt der erste Thoriumreaktor. Warum nicht in Landshut, anstatt Isar, dass man da so einen hinbaut. Der muss ja nicht auch gleich wieder 1,4, ein Versuchsreaktor machen wir 500 Megawatt. Oder da gibt es dann Leute, die tiefer im Thema sind wie ich, aber das hätte ich gern gesehen. Und das tat auch dem entsprechen, was der Bundesrechnungshof von nicht uns, von der Politik verlangt. Die Bundesregierung steht daher der Nutzung erneuerbarer Energien ein überragendes öffentliches Interesse. Sie hat ihrem Ausbau in der Abwägung mit anderen Schutzgütern Vorrang eingeräumt, bis die Stromerzeugung nahezu treibhausgasneutral ist. Ja, aber wenn sie halt gigawattneutral ist, dann ist mir wurscht, ob die treibhausgasneutral ist, weil ich hätte gern eine stabile und günstige, ja, saubere Versorgung mit Strom. Wir zahlen ja auch genug. Ihr wisst, dass wir in Europa den teuersten Strompreis haben, wir Deutschen. Ja? Das ist euch bekannt und zwar mit ganz großem Abstand. Wir haben sogar Ölkraftwerke jetzt als Reserve. Es gibt in Deutschland noch Ölkraftwerke zuschalten müssen, damit wir am Netz bleiben, weil wir in der Dunkelflaute sind. Aber ihr sollt E-Auto fahren. Ja? Über die Versäumnisse der damaligen Bundesregierung bei der Energiewende haben wir zuletzt im Jahr 2021 berichtet. Da geht es natürlich um die Merkel-Regierung. Seitdem haben sich die Risiken in allen Bereichen der Energiepolitik verschärft. Danke, Robert Habeck. Versorgungssicherheit. Bund hinkt Zielen hinterher, das haben die uns prophezeit. Ähnlich wie mir von Gegenwind Altetting. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien soll massiv ausgebaut werden. Sie unterliegt jedoch tageszeitlichen, saisonalen und wetterbedingten Schwankungen. Haben wir alles vorher gewusst, gell? Wer bei uns ist, der weiß das vorher. Daher muss sie durch
Zudem muss der wachsende Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien zu den Verbrauchern transportiert werden. Und das ist auch was die alle nicht auf dem Schirm haben, weil das ist jetzt der Stand, wie es letztes Jahr war, und da hängen wir jetzt noch. Hier muss der Bund verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, damit die beteiligten Akteure hierfür notwendige Investitionen tätigen. Doch er hinkt seinen Zielen hinterher. Insbesondere die Ziele für den Ausbau der Windenergie an Land werden absehbar nicht erreicht, Gott sei Dank, und so bleibt's. Im Jahr 2023 konnte die Bundesnetzagentur nur für die Hälfte der gesetzlich festgelegten Menge Zuschläge erteilen. Warum? Weil keiner so blöd ist und bei uns ein Windradl baut, weil bei uns onshore kein Wind geht, und das habe ich euch vorher mit den Charts gezeigt. Und das versteht der Investor. Deswegen kommt der Kerl zu euch daher und sagt, hey, ihr wisst bestimmt nicht, was ein nachrangiges Darlehen ist, oder? Wollt ihr bei uns investieren so? Kann ich so ein bisschen Kohle haben von euch? Hast du mal eine Marke, hast du am Bahnhof gesagt? Den Zeitplan für den Zubau von Backup-Kraftwerken wird das BMWK voraussichtlich nicht einhalten können. Den Zeitplan für den Zubau von Backup-Kraftwerken wird das BMWK voraussichtlich nicht einhalten können. Was sagt der Habeck? Wir schalten unsere Reserve-Kohlekraftwerke aus. 23 haben wir vorher gehabt in der Welt. Ja? Der will die ausschalten, was wir nicht schnell genug zubauen können. Der zwingende notwendige Netzausbau hinkt im Zeitplan um 7 Jahre und 6000 Kilometer hinterher. Das haben wir hier als Grafik. Da sollten wir sein. Das wäre der planwirtschaftlich geplante Stand. Und da haben wir. Ja? Wir sind 5.000, bei euch kann man es nicht lesen, ich kann es lesen, 5.957 Kilometer und auf der Zeitachse 7 Jahre hinterher. Und der möchte uns mit Gewalt schnellstmöglich den Wald wegroden und Dinge hinstellen, die maximal 20 Jahre laufen, wenn er es kaputt subventioniert. Und über dieses Wie und Wann was subventioniert wird, und vor allem wenn die jetzt zurücktreten, wer sagt denn, oder anders great wird oder sonst was, wer sagt denn, dass wir an diesem bescheuerten Wind an Land Gesetz festhalten und dass wir nicht jetzt anfangen, dass wir unseren Wald abreißen, lieber Herr Aiwanger, und danach haben Sie die Direktive von Berlin, was anderes zu tun, und dann freuen Sie sich wie ein Fahndel im Wind, wie immer, und sagen, nein, jetzt machen wir Atomkohle, weiß ich nicht, Wasser, bauen wir in die Salz auf irgendwas. Ja? Aber der Wald ist dann nie, und wenn wir Kernstellflächen gebaut haben und Fundamente und den Weg ausgebaut haben, dann ist der Wald unwiederbringlich hier. Da bin ich schon mal ausgelacht worden von irgendeinem Antifa-Livestream. Nein, das ist aber so, weil diese Bodenverdichtung ist so krass, dass der Tiefwurzler dann nicht mehr durchkommt. Da kann der Aiwanger schon sagen, da wächst ein bisschen Distel, aber ich habe das jetzt immer gehört, diese Distelwiesen, die hat er nur kaum zack, und es geht um Farm, und der Specht, der wohnt auch nicht in der Distel, Herr Aiwanger. Der Specht wohnt nicht in der Distel. Und die sagen so viele geile Sachen, und der Bericht ist nicht lang, aber die wollten eigentlich ja komplett vorlesen, das letzte Mal schon, und dann hat der Heiko schon so viel drin gehabt, und dann habe ich nicht dürfen, deswegen habe ich es jetzt wieder mit dabei. Umweltverträglichkeit, wichtige Daten fehlen. Umweltverträglichkeit, liebe Grünen, wichtige Daten fehlen, sagt der Bundesrechnungshof, auf den wirst du hören. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für eine treibhausgasneutrale Energieversorgung von herausragender Bedeutung. Lassen wir mal so stehen. Gleichzeitig ist er mit negativen Umweltwirkungen verbunden. Aha, hat die Dani vorher schon gesagt, und auch der Bundesrechnungshof gibt meiner lieben Dani recht. Also, erneuerbare Energien können der Umwelt sehr schaden. Knappe Flächen und Ressourcen werden in Anspruch genommen, die biologische Vielfalt wird beeinträchtigt, weil der Specht nicht in der Distel wohnt, Herr Aiwanger. Entschuldigung, aber es ist halt mal so. Und auch der Waldkatz nicht und das Orchkatzel nicht. Die Bundesregierung kann nicht garantieren, dass die Energiewende die Umwelt so wenig wie möglich belastet, stellt der Bundesrechnungshof fest. Können sie nicht. Unsere Themen, PFOA-Aushub, wohin mit dem verseuchten Boden, der rausgenommen werden muss, wissen wir noch nicht. Roter Blattabrieb, der fliegt umeinander, auch wenn man neben das Wasserschutz, Trinkwasserschutzgebiet baut, dann haben wir nach, weil die brauchen ja Jahre stängen, das nutzt sie nicht auf eine Woche ab, aber es ist ja kein Autolack, es ist ein Verbundfaserkonstrukt mit Balsaholz und innen drin mit Epoxidharz gefüllt. Das ist euer Auto normalerweise nicht. Ja? Und wenn sich da dann mal was zum Lack runtergeht,
gelöst hat, weil sie einen uralten 80er-Jahr Passat hat, dann rost der ein bisschen und dann brätelt das aber oder sowas. Aber die Kacke ist wie Asbest und treibt durch den Wald und kommt in unser Trinkwasser, das schnaufen die Viecher ein, das geht in die umliegende Landwirtschaft. Jetzt hat es letztens erst wieder ein Video gesehen, da hat ein Windradl zerrissen irgendwo neben einem Bauernhof fällt. Und durch das, dass das zerrissen hat, weil ich glaube die Bremse nicht mehr gegangen ist, hat es eins von die Rotorblätter zersetzt, dann wird das schnell. Die gängen da 40 Mann Schachbrettmustermäßig, da haben die Teile auf im Vollschutz, schaut fast ABC-mäßig aus dem Video, dann kurz die Handschuhe ausziehen und sagen, da haben wir die Faser in der Hand, aber ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich so eine war, weil die geht auch durchs Haut und ist dann kannst du gehen, diese fiese Faser. Aber das Problem ist daneben ein Maisfeld. Und der Boden ist verseucht, weil auch im Maisfeld was gefunden worden ist. Und die haben 40 Tonnen Mais weggeschmissen. 40 Tonnen Mais. Haben wir nicht einen Welthunger? Das gibt es nicht. Also erstens mal hätten wir gern regionale Produkte und wegen CO2 nicht alles um die Welt karren und aus China importieren und ihr seid im Winter keine Erdbeeren kaufen und lauter so zeigt, damit wir regional und bei uns und bla bla bla. Aber 40 Tonnen Mais sind Lebensmittel, die man wegen einem Windradl schon mal abfangen kann. Ja, das braucht ja keiner dazu. Da müssen wir auch nicht was für die Flüchtlinge draus kochen oder für irgendwen, der an der Tafel steht oder der armen Rentner die Flaschen sammeln. Da müssen wir unsere Lebensmittel, die können wir einheizen, weil wir brauchen ja Zappelstrom. Die Bundesregierung kann nicht garantieren, dass die Umwelt so gering wie möglich belastet, denn für viele Umweltfolgen der Energiewende liegen keine oder nur unzureichende Daten vor. Und das erinnert mich so an so eine Sache wie an unsere Windmessung. Das ist jetzt keine Umweltsache, aber wer hat denn die Windmessung bei uns gemacht? Mit Laser. Wer hat das gemacht? Die Betreiberfirma selber, die bauen wollen. Und das kann nicht sein. Ich kann mir nicht selber wirtschaftlich rechnen dürfen und dann an einen Subventionsdruck gehen. Ich weiß, warum die das Kiffen legalisiert haben. Ich bin gegen gar keine Legalisierung, aber die haben Kiffen legalisiert, weil wir es brauchen, weil man sonst den Dummschalten nicht aushalten kann. Das ist nicht zu ertragen. Oh, Mitleid. Und der Lauterbach, der die Impfsachen und das alles, was der nicht so alles hardcore durchgezogen hat, was wir in die RKI-Files jetzt wissen, aber da hat er Mitleid mit uns gehabt. Er hat gesagt, da raucht es an, wir bauen Windräder. Ja, wenn Sie zugehört haben, das kann man doch nicht mehr anders sehen, ne? Vielleicht möchte er eine riesen Grasplantage da verboten, dass das dann in die Bevölkerung einplaudert oder so, dass man dann alles Windräder. Aber gut, solange wir noch rechnen und lesen können, machen wir es. Hanfplantagen, genau. Fokus des Monitoring nur, also, oder möchtest du was sagen? Wir bringen ein Mikrofon. Nein? Aber gern, wenn es ist. Fokus des Monitorings nur auf das Klima. Und das haben wir da auch schon vom V-Lab gehört und das habt ihr mir schon dreimal gehört und heute jetzt ist wieder. Die Energiewende trägt zum Klimaschutz bei, wirkt aber auch vielfältig auf andere Schutzgüter. Um die Wirkung differenziert zu bewerten, fehlt ein wissenschaftliches Monitoring. Liebe Gegenveranstaltung, lest den Bericht des Bundesrechnungshofs zur Energiewende. Wie heißt es hier in Salzach? Das kann euch interessieren, dieses Papier. Ja, oder PDF, ja, heutzutage ganz digital, woke, neumodisch PDF. So, die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Energiewende die schutzwürdigen Belange der Umwelt ausreichend berücksichtigt. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, Herr Aiwanger und Herr Habeck und Herr Söder, und wir es alle was die Windkraft wollen, dass die Energiewende die schutzwürdigen Belange der Umwelt ausreichend berücksichtigt. Herr Robert Habeck, berücksichtigt das Wind-an-Land-Gesetz die schutzwürdigen Belange der Umwelt ausreichend? Ist das so? Dazu müssen Sie zügig ein wirksames Ziel- und Monitoring-System zur Umweltverträglichkeit einführen. Dies ist notwendig, um unerwünschte Auswirkungen der Energiewende, was wäre dann da morgen? Schattenschlag, Infraschall, Rotorblatterbrief? Es geht ja um die Umwelt, Zappelstrom oder nicht. Auswirkungen der Energiewende auf einzelne Schutzgüter frühzeitig zu erkennen und dementsprechend gegensteuern zu können. So, Schutzgüter, das ist jetzt natürlich ein blödes Wort zusammen mit Umweltschutz. Da könnte man den Hohlbaum sagen, der ist schützenswert, weil da wohnen die Viecher. Aber was ist denn mit den Viecher selber, sind die nicht zu schützen? Die kommen nicht mehr mit. Wir müssen uns, der Kollege vom V-Lab, der Schürmann, jetzt wollte mal ein,
hatte dieses Dreieck Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz. Aber es gibt da, ich habe ein tolles anderes gefunden, nämlich wir müssen da irgendwo sein wir ein Sozialstaat, oder der wollen wir zumindest sein, und den wollen auch die Grünen und die SPD, und jeder möchte, dass wir da tolle Sozialdemokraten sind. Also wir dürfen Soziales nicht vergessen in unserer Nachhaltigkeit. Es muss sich ökonomisch ein bisschen rentieren, das heißt, wir sind wieder ganz weg von der Sozialdemokratie, sondern wir müssen die Planwirtschaft mal ein bisschen hinten stehen lassen und sagen, kann sich so eine Energieform überhaupt selbst tragen? Vielleicht kann man ja nur der Meinung sein, wir schubsen mit so Subventionen was ein bisschen in seine Richtung. Sage ich, dass das beim Wind niemals funktionieren wird. Beim PV hat es ein bisschen funktioniert, beim Wind wird das niemals funktionieren, und auch beim PV sind Leute, die das nicht verstanden haben, auch eine große Firma, die einen grünen Namen hat, in Altetting, danach einfach pleitegegangen. Gell? Und die Ökologie ist genauso wichtig. Und was mir da ganz gut gefällt, ist, da steht nirgendwo Klimaschutz, weil das ist von mir aus bei der Ökologie mit drin, und dann käme das nächste Dreieck, was der Schirmann erklärt hat. Aber das muss gegeben sein, wenn ich ein Politiker bin, und sonst muss ich Staat sein und wieder Kinderbücher koautieren. Aber ich bin der böse Klimaleugner, du. Gell? Ich bin der böse Klimaleugner. Aber ein schönes Waldbild für euch, und ich habe einen Artikel gefunden, der ist sogar gegendert. Die lesen euch trotzdem vor. Was steht da drin? Forschende, also die forschen immer, die forschen nie. Forschende haben herausgefunden, dass Pflanzen weltweit etwa 31% mehr Kohlendioxid aufnehmen als ursprünglich angenommen. Lieber IPCC, musst du vielleicht neu zum Rechnen anfangen. Diese Entdeckung könnte weitreichende Konsequenzen für die Klimaforschung und die Modellierung des Kohlenstoffkreislaufs haben. Das ist rechts, oder, was da steht? Die Studie, veröffentlicht in der renommierten Zeitschrift Nature, liefert wichtige Erkenntnisse, die dabei helfen können, Erdsystemsimulationen zu verbessern. Ja? Das Ziel, Vorhersagen zum zukünftigen Klima zu präzisieren. Was sagt der IPCC auf dieser, ich glaube es war die Seite 172 in seinem Bericht von dem vorletzten. Es ist ein chaotisches System, das Klima, und wir können es nicht berechnen, und deswegen sind unsere Modelle so, sie benutzen nicht das Wort Scheiße, aber es ist es, was sind. Ein chaotisches System mit einer rationalen Berechnung, Formel, sonst was darstellen zu lassen, ist höchstgradig schwierig. Das geht schon irgendwie, aber du musst dann auch mit einem variierenden Ergebnis dich zufriedenstellen oder nur mit einem bestimmten Bereich. Und deswegen sagen sie mal, wir wissen nicht mal, wie viel CO2 ist in der Atmosphäre. Also wir wissen es schon, das sind 0,038 und mittlerweile 0,042%, also ist ja gestiegen, und davon glauben wir, es sind 4% Menschen gemacht. Das wissen wir nicht genau, weil es ja chaotisch ist, und das ist auch nicht messbar. Das rechnen wir mit Simulationen, da wo wir wissen jetzt, dass die zum Großteil auch mit ganz falschen Zahlen passieren. Davon sind nur 2% Menschen gemacht, also das bei Milliardenstel hinterm Komma. Das geben die alles zu. Das ist ja nicht so, als dass der IPCC da wahnsinnig lügt. Das steht ja da drin. Man muss nur 2000 Seiten lesen. Und da wirst du mal blöd. Also, jetzt über dieses Thema so viel ist. Die Studie, veröffentlicht in der renommierten Zeitschrift, haben wir gehabt, das Ziel, die Vorhersage zu präzisieren und die Rolle der natürlichen CO2-Bindung durch Pflanzen besser zu verstehen. Für die Grünen, klatschen, Photosynthese. Photosynthese, Mama erklärt es euch nochmal. Photosynthese. Ja? Neue Modelle revolutionieren unser Verständnis. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von der Cornell University hat nun mit Hilfe neuer Modelle und Messungen die globale Photosyntheseleistung neu bewertet. Das ist natürlich auch hart, die globale Photosyntheseleistung bewerten zu müssen. Das musst du erst mal zutrauen. Die WissenschaftlerInnen gehen nie raus, schätzen, dass Pflanzen jährlich etwa 157 Petagramm Kohlenstoff aufnehmen. Diese Zahl liegt deutlich über den bisherigen Schätzungen von 120 Petagramm, die seit den 1980er Jahren genutzt wurden. Also wir rechnen mit 45 Jahre alten Annahmen, Daten, die wir jetzt neu bewerten. Vielleicht darf unser Wald ja leben, wenn wir das anerkennen. Das habe ich gelesen auf ingenieur.de, und die beziehen sich auf eine Studie, veröffentlicht in Nature. Ja. Und das ist gemacht worden an der Cornell University. Das nicht wieder weiß, die denken wir irgendwas aus. Haben wir ja auch schon gehabt. Wer ist Heimat von ganz vielen Lebewesen hier in der Gegend?
Und wer interessiert sich nicht dafür, ob du den Daniel Klimawandelleugner nennst oder mich? Ich bin hier der Daniel und wen interessiert es nicht, ob ihr zu mir Klimawandelleugner sagt? Das ist er hier. Und er, und von mir aus sie, das ist der Wald. Die sind da total unbeeindruckt, ob ihr euch nicht mit eurem von der AfD irgendwo hingestellt habt. Es ist dem Arschkatzel so scheißegal, wie da gerade was. Was dem nicht scheißegal ist, ist, wenn der Hupsi da die Planierrappen schickt. Das wird es nicht mehr. Ja? Und wem ist das noch egal? Ob ihr mich Klimawandelleugner nennt? Also, wer hat 2 Daumen und wem ist egal, ob ihr mich Klimawandelleugner nennt? Ja, und einer ist auch egal, der haben wir gehabt, dem ist auch egal. Ja, wir haben sogar schon Windrad-Nazi gehabt, ich bin weder besonders national noch ansatzweise ein Sozialist. Und der Windrad bin ich auch nicht, also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Aber der Waldrad gibt einen Pfiffcast drauf, ob ihr irgendwo neben einem anderen Politiker gestanden seid, von wem ihr euch irgendwo distanziert habt oder wo ihr nicht unterschrieben habt, weil das unterstützt der einer, den ich nicht mag. Der Waldrad würde gerne nicht geschreddert werden, wenn er rumfliegt. Und wenn der Waldrad fliegt, der von Burghausen in den Süden und im Süden steht ja kein Windrad, der ist so wirr, der ist dieses Jahr nach Norwegen ausgewandert im Winter. Wer wandert denn, Entschuldigung, das Tier hat seine Daseinsberechtigung bis zum Aussterben gedroht, aber wer fliegt denn nach Norwegen im Winter, zum Überwintern als Vogel? Die Gelbbauchunken. Die müssen wir umsiedeln oder sonst was. Ja, es gibt einen Bericht, das weiß ich, dass der eine Zeit lang da in den Tümpel leben kann oder so, aber trotzdem ist es eine Aktion, da wo man was machen muss, das was Geld kostet und ein Tier, das geschützt gehört. Der Schwarzstorch. Der Schwarzstorch mag im Wald leben. Der Schwarzstorch mag nicht vom Infraschall vertrieben werden, vom Rotorblatt geschnetzelt werden. Das mag der Schwarzstorch nicht. Der mag in Horming-Heider wohnen. Der wohnt da. Der Rotmilan. Irgendwo habe ich mal gelesen, ich brauche nur ein kleines Nicken. Jeder 3. Rotmilan in Deutschland stirbt schon am Rotorblatt. Das war mal bei uns so ungefähr. Ja, ich kriege ein paar Nicker, aber da bitte nicht. Also wenn ich da was falsch habe, korrigiert mich. Kein Problem, aber auf alle Fälle zu viele. Die Fledermaus, der ist es so scheißegal, was ihr von der AfD, heute von der Basispartei, von mir, vom Gegenwind, von der Alsgerner Edinger Waldfreunde, von der Bürgerinitiative in Horming oder von der Interessensgemeinschaft über Kirche, das ist der Fledermaus wurscht. Das ist ihr scheiß wurscht. Die möchte nicht am Über- oder am Unterdruck sterben. Und wer schon mal in einer Situation gehabt hat, wo vielleicht jemanden, den man lieb hat oder selber Krebs gehabt hat und das überlebt hat, so du willst in dem Moment bloß nicht sterben. Und da gibt es nicht ja, ein bisschen sterben muss schon, dass wir hin und wieder ein bisschen Strom haben, der scheiß Eier ist. Und wer jetzt sagt, dieses auf die Tiere rumgelaber, mit einem Tier kann man politisch nichts verändern. Ich sehe, ihr habt alle Instagram. Gut. Dann haben mich meine Freunde gebeten, euch auf was aufmerksam zu machen. Und wer Zeit findet, der geht doch da bitte hin, weil der kann das natürlich viel besser wie ich und der redet nicht nur über die Windkraft bei uns im Wald, aber auch. Da gibt es einen Vortrag am 24.11., der beginnt schon um 11.15 Uhr. Also ab 11 Uhr ist Einlass und das Ganze beginnt in Töging, im Fratello beim Springer. Und da ist der Dr. Ingenieur Bernd Fleischmann. Er ist Wissenschaftler im Bereich der Hochfrequenztechnik, studierte Nachrichtentechnik und Kybernetik. Er ist ein unabhängiger Unternehmer, wahrscheinlich traut er sich auch deswegen was zu sagen. Und der Dr. Ingenieur Bernd Fleischmann zeigt in seinem Vortrag die Schwachstellen des Narrativs der Klimakrise. Ich hoffe, ihr habt das gerade ein bisschen anreißen können. Er geht auf die Wirkung von Kohlendioxid in der Atmosphäre, natürliche Einflussfaktoren auf das Klima, Klimamodelle, Kipppunkte und Extremwetter ein. Da kenne ich noch, wen der das Zeug gemacht hat. An dieser Stelle schöne Grüße an den Dr. Steiner von der MFG. Grüß Martin. Und wer es noch nicht gemacht hat, der Martin hat einen tollen YouTube-Kanal, der heißt auch Dr. Martin Steiner und den abonniert ihr bitte, weil der ist grandios. Ah ja, selbstverständlich und auch wer jetzt noch nicht schläft, am 4.12. treffen wir uns bei unseren Freunden in Rettenbach und nicht Rettenbach eingeben, so blöd wie ich bei Google und dann sagen, da fahre ich ja 2 Stunden, das ist bei Waging, das ist gleich ums Eck, Rettenbach bei Waging und da sind wir am 4.12. unter anderem
mit dem Diplomphysiker Dieter Böhme und der klärt uns auf über die Gründe, die uns verschwiegen werden. Und wer ist da der Initiator? Unser aller Freund, der Stefan von Autor Chiemgau, und den unterstützen wir, der kommt doch zu uns auch, oder? Also wer Zeit findet, am 4.12., um wie viel Uhr ist das denn? Steht das da? 19 Uhr habe ich schon gesagt, Einlass ab 18 Uhr. Mit Fragerunde am Anfang für alle Anwesenden. Also wer Fragen an Stefan hat, fragt ihn. Und wenn es mir irgendwie ausgeht, dann gehe ich auch hin. Wer sich nicht traut, dann frage ich ihn Stefan. Oder ihr dürft mich was fragen, wenn er mich lasst. Wenn er mir was sagt, nein, ich muss nichts sagen, wenn der Stefan da ist. Außer ihn interessiert was, weiß ich vielleicht auch was. Der Vortrag ist Quintessenz aus dem Studium, also jetzt sagen wir wieder bei dem Vortrag da, der da in Töging ist. Der Vortrag ist die Quintessenz aus dem Studium von mehr als 800 wissenschaftlichen Publikationen der Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change, also IPCC, oder wie wir in Deutsch immer falsch sagen, der Weltklimarat, aber Intergovernmental Panel on Climate Change heißt nicht Weltklimarat, und weiterer Artikel und Bücher. Also dieser Mann hat sich da wohl Gedanken gemacht und nicht so wie ich in meiner Freizeit nebenher mit Kindern und Hund und 2 Berufen und Ding und da magst du Musik spielen auch noch irgendwann, sondern ich mache das wirklich, damit ihr das versteht, das ist nicht böse, ich profiliere davon nichts. Ich habe jetzt mittlerweile, wenn ich rede, aber da muss ich reden dafür, zahlen sie mir dringend. Und wenn ich was gegessen hätte, was ich nicht tue, dass eure Spenden nicht kaputt gingen für meinen Ranzen, dann taten sie das auch noch zahlen, aber machen wir heute nicht. Und wir haben auch wieder ein ganz süßes Schwein dabei und das wird die liebe Dani dann... Nein, auf das Schwein, auf das hat das Schwein geleuchtet, liebe Dani, sowas tat ich niemals. Aber rumgehen lassen kannst du das. Welches Schwein darf sein? Wir haben 2. Welche Sau genau? Wir haben sogar ein Vorhängeschloss. Also, das wird da veranstaltet von meinen sehr guten Freunden von der Ellie und von Gerhard und da geht ihr bitte ein, wenn ihr die Zeit findet. Da muss man sich aber anmelden und deswegen gehe ich von dem Thema noch nicht weg. Unter leuteheute.miteinander@gmail.com verbreiten und weiter sagen die Leute heute.miteinander@gmail.com. Genau. Und das ist natürlich auch bei uns in der Telegram-Gruppe bestimmt schon gepostet worden. Wenn nicht, irgendwer holt es bitte nach. Ihr dürft. Abschließende Worte für euch. Danke für euer aller zahlreiches Kommen zur Demo am 2.11. in Altötting. Das war mega stark. Unterstützt uns und die gleichgesinnten Bürgerinitiativen. Ihr dürft Probleme mit mir haben, ihr dürft Probleme mit meinen Kollegen haben, ihr dürft Probleme mit der AfD haben, ihr dürft Probleme mit der Basis haben, mit Robert Stein und Stefan Spiegelsberger. Das ist okay. Dann macht's was mit den anderen. Hauptsache, die bauen keine Windradl in unseren Wald. Denn der Wald interessiert sich nicht, ob ihr groß, klein, jung, alt, hübsch, hässlich, blau oder rot seid und auch nicht, wen ihr Klimawandelleugner nennt. Der Wald und seine Bewohner wollen leben. Dankeschön, wollen wir uns unser Waldzug. Geht ja direkt von der Zeit. Merci dir. Bitteschön. Wie immer, super, super. Gut, jetzt hast du mein Mikrofon. Jetzt habe ich das Mikrofon kaputt gemacht. Das war... Nein, nicht kaputt, verbunden. Nein, ja.